Sommerbaustellen, was Bahnpendler wissen müssen. Luxemburg sucht 12.000 Bauprofis. Behördengänge bei Guichet.lu jetzt mit KI. 117 Luxemburger Frechheiten. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 14. Juli 2026. Wer regelmäßig mit dem Zug zwischen Luxemburg und Trier pendelt, sollte sich den Zeitraum vom 24. August bis zum 14. September vormerken. In diesen 3 Wochen wird die Bahnstrecke zwischen Luxemburg und Igel komplett gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten. Die CFL erneuert auf einer Länge von mehr als 11 Kilometern die Gleise und modernisiert gemeinsam mit der Deutschen Bahn den Grenzübergang. Für Pendler bedeutet das, der Zug fällt auf diesem Abschnitt komplett aus. An einem Schienenersatzverkehr mit Bussen wird bereits gearbeitet. Wie genau dieser aussehen wird, soll spätestens bis zum 10. August bekannt gegeben werden. Über den Sommer ist jedoch nicht nur diese Strecke betroffen. Auch auf mehreren weiteren Bahnverbindungen in Luxemburg und den Grenzländern kommt es während der Sommerferien immer weiter zu Einschränkungen und Ersatzverkehr. Den ausführlichen Überblick gibt's in den Shownotes. Luxemburgs Baubranche steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Nach Angaben der Handwerkskammer werden in den kommenden 5 Jahren rund 5.000 Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig braucht das Land deutlich mehr Wohnraum. Nach Berechnungen des Stadtec müssen jedes Jahr rund 6.500 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. Damit das überhaupt möglich wird, fehlen der Branche nach eigenen Angaben rund 12.000 Fachkräfte. Die Handwerkskammer warnt deshalb davor, dass sich der Personalmangel in den kommenden Jahren weiter verschärfen und Bauprojekte zusätzlich verzögern könnte. Gleichzeitig setzt man darauf, verstärkt Fachkräfte aus der Großregion und anderen europäischen Ländern zu gewinnen. Gerade das könnte für einige Grenzpendler jedoch interessante Perspektiven öffnen, denn qualifizierte Arbeitskräfte werden im luxemburgischen Baugewerbe in den nächsten Jahren dringend gebraucht. Wer schon einmal auf Guichet.lu nach einer bestimmten Information gesucht hat, weiß, manchmal kann die richtige Seite ganz schön schwer zu finden sein. Genau das soll sich jetzt wohl ändern. Seit einigen Tagen gibt es einen neuen KI-gestützten Assistenten, der Fragen zu Verwaltungsverfahren beantwortet und Nutzerinnen und Nutzer direkt zur passenden Information führen soll. Das Besondere dabei ist eben, dass der Chatbot ausschließlich auf die Inhalte von Guichet.lu zugreift und nicht irgendwelchen Informationen aus dem Internet. So sollen die Antworten verlässlich und aktuell bleiben. Außerdem kann der Assistent in zahlreichen europäischen Sprachen benutzt werden. Ein klarer Vorteil für die vielen internationalen Einwohner und auch Grenzpendler in Luxemburg. Nur auf Luxemburgisch antwortet die KI derzeit noch nicht. Ebenfalls neu ist das sogenannte digitale Mandat. Damit können Bürgerinnen und Bürger eine Vertrauensperson berechtigen, bestimmte Online-Verfahren über MyGuichet in ihrem Namen zu erledigen. Zum Beispiel dann, wenn sie selbst mit digitalen Behördengängen noch nicht ganz so vertraut sind. Und hier vielleicht der Lesetipp für den Sommer. Das Center für Letseboer Spruch hat den inzwischen 8. Band seiner Reihe vom Letseboer Wortschatz veröffentlicht. Diesmal dreht sich alles um ganze 117 typisch luxemburgische Frechheiten. Also von bekannten Ausdrücken bis hin zu Begriffen, die heute kaum noch verwendet werden. Ziel des Buches ist aber nicht, Menschen zum Fluchen zu animieren. Vielmehr soll gezeigt werden, wie kreativ, lebendig, abwechslungsreich die luxemburgische Sprache ist. Es wurden beispielsweise viele Begriffe weggelassen, die heutzutage als diskriminierend oder beleidigend gelten. Insgesamt sind 12 Bände der Reihe geplant. Also wer Spaß an der luxemburgischen Sprache hat oder seinen Wortschatz erweitern möchte, findet dort bestimmt die eine oder andere spannende Entdeckung. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci. Na bijna 16 jaar is op 12 juli de laatste voorstelling gespeeld van Soldaat van Oranje, de musical. In het decor van de Sociëteit van Minerva, in de theaterhangar in Katwijk, ontvangen we in deze podcast alle sleutelfiguren uit deze enorme productie. We staan hier geen oorlogje te spelen. Dat was pionieren. We wisten niet wat we gingen doen. Hier doen we het voor. Soldaat van Oranje, de musical, de podcast.
Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.